Letzten Sonntag habe ich euch eingeladen auf einen Mission Trip, gratis und franco, klimaneutral zu eurem Nachbar, next door. Und ich glaube, bei diesem Thema Hingehen braucht es ganz viel Ermutigung. Dass wir einander erzählen, wie erleben wir das? Dass wir dranbleiben, dass wir für Menschen beten, die Jesus noch nicht kennen. Dass wir dranbleiben an dem, dass wir Menschen, die in unserem Umfeld sind, die Liebe von Jesus weitergeben können. Die Grosszügigkeit von Jesus irgendwie spürbar machen können. Dass wir einen grosszügigen Lebensstil leben, wo etwas von dieser Liebe von Gott sichtbar werden in unserem Alltag hinein, hin zu den Menschen, die Jesus nicht kennen. Das ist Dienen. Und das Dritte, dass wir auch Wort verwenden. Ganz wichtig, dass wir auch Wort dazu geben. Dass wir die Botschaft von Jesus anderen auch weitergeben können. Und wir möchten am 6. Oktober, das ist so der Abschluss von dieser Input-Serie Hingehen, möchten wir einen speziellen Raum geben am Sonntagmorgen, dass ihr erzählen könnt, was habt ihr erlebt in diesen Wochen jetzt. Wo habt ihr etwas ausprobiert? Wo habt ihr eine Erfahrung gemacht? Im Gebet, im Dienen, im Erzählen. Da möchte ich euch jetzt schon darauf hinweisen. Letzten Sonntag ist eine Frau zu mir nach dem Gottesdienst, die war das erste Mal da, war bewegt gewesen. Aber sie war auch bewegt von dem, dass sie, so wie sie erzählt hat, da raufgekommen ist, im Feuer hingestanden ist, 10 Minuten lang. Und sie hat gesagt, die Leute sind an ihr vorbeigegangen. Niemand hat Grüezi gesagt, niemand hat Hallo gesagt, niemand hat ein freundliches Wort gehabt, niemand ist auf sie zugekommen. Sie hat gesehen, wie die Leute zusammen miteinander schwätzen. Und sie wäre eigentlich wieder gegangen, wenn sie nicht an Jesus glauben. Und dann ist dann jemand gekommen, den sie gekannt hat. Und mit dem möchte ich sagen, manchmal sind Leute, die die Aufmerksamkeit eigentlich suchen von jemandem ganz nah, vor unserer Nase. Wie jetzt das Beispiel von dieser Frau, letzten Sonntag. Sie hat sich so gewünscht, dass jemand Hallo sagen würde, auf sie zu würde gehen und sagen, ich heisse so und so, schön, dass du da bist, oder sie, wie auch immer. Aber dass jemand sie sehen. Mir ist das so vor 20 Jahren passiert, das war eine Lektion fürs Leben eigentlich, wo ich am Ueli, damals, Ueli Baldensberger, da habe ich frisch angefangen und habe gejammert bei ihm, gesagt, wir haben keine Jugendlichen in der Gemeinde, wo sind die, ich erreiche die nicht. Und wir sind im Auto gefahren, vom Westen in die Stadt hinein auf der Fürstenlandstraße. Und dann sagte Ueli zu mir, du Andi, du musst gar nicht so weit schauen, die sind vor deiner Nase. Schau nicht so weit, die sind schon da. Und es ist wirklich so, das ist kein Witz, das ist mir gestern beim Vorbereiten einmal in den Sinn gekommen, die Lektion. Und wir sind gefahren im Auto, ich war Beifahrer, ich habe rechts rausgeschaut, ich kann euch noch sagen, wo es ungefähr war, auf der Fürstenlandstraße. Rechts rausgeschaut, da sehe ich auf dem Trottoir einen Jugendlichen, den ich gekannt habe. Ja, so nah sind die. Er war dann ab und zu da gewesen, oder mehrere Jahre da gewesen bei uns, sind dann weitergezogen. Ich habe ihn nicht gesehen, einen Jugendlichen. Das war so für mich eine Lektion gewesen. Andi, schau nicht zu weit, Gott hat dir Menschen zur Seite gestellt. Irgendwo in dem Umfeld, sie sind schon da. Und so geht es uns, so geht es vielleicht auch dir. Gott hat Menschen vorbereitet, die eigentlich etwas wünschten, dass von dir kommen würde. Eine Einladung, ein freundliches Wort, eine Geste. Sie lechzen so danach, weil sie es nicht überkommen. Weil sie entwertet worden sind. Und auf das Thema möchte ich heute Morgen ein bisschen eingehen. Das ist eigentlich eine Vertiefung vom letzten Sonntag. Und ich möchte anfangen, ich spanne den Bogen einmal ein bisschen weiter, mit dem Pete Craig, das ist der Gründer von 24/7, Gebetsbewegung weltweit. Er hat das Buch geschrieben, Dirty Glory unter anderem. Und er schreibt in diesem Buch das folgende Zitat: Europa und der Mittlere Osten sind die finstersten, herausforderndsten, dringendsten Missionsfelder der Welt.
Und wenn ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, also so schlimm kann es wirklich nicht stehen um unser Land. Also so schlimm, also Europa, Schweiz, uns geht es doch so gut. Wenn wir schauen, wir haben die besten Versicherungen, wir haben die schönsten Autos, wir sind gut gekleidet, uns geht es doch gut. Und irgendwie habe ich aber das Gefühl, wenn uns äußerlich, also scheinbar, dass uns gut geht, dann kann es ja geistlich auch nicht wirklich so schlimm sein, dass wir zu den finstersten Orten gehören von dieser Welt. Aber wisst ihr was? Das ist die geistliche Perspektive von Gott. Und das ist nicht der Pete Craig, der das alleine sagt. Es gibt x Beispiele und der Pete Craig ist auf der ganzen Welt herumgekommen. Wenn man ein bisschen an dieser Oberfläche kratzt, an dieser scheinbar, an dem Glanz von Europa und von der Schweiz oder dieser Maske ein bisschen rüttelt, dann merkt man ja auch, dass darunter wirklich eine Not ist. Nicht so offensichtlich wie vielleicht im Entwicklungsland. Weil vieles versteckt ist unter dieser guten, schönen Oberfläche, die wir haben, die wir pflegen. Wir Schweizer sowieso. Aber, wir haben es vielleicht letzte Woche gehört in den Medien, der Anteil von Menschen, die in der Schweiz an Suizid denken, steigt seit 2012 markant an. Alleine in den letzten 2 Wochen haben über 500.000 Schweizer an Selbstmord gedacht. Das ist gerade letzte Woche rausgekommen. Stellt euch vor, über 500.000 Schweizer denken an Selbstmord. Was ist das für eine Nation, die keine Perspektive mehr hat? Wo mit der Option dealen, sich umzubringen? Da ist ja keine Vision mehr da. Da ist ja keine Perspektive da fürs Leben. In Deutschland gibt es mehr registrierte Okkultisten, Magier und Hexen als Pastoren, Priester und Pfarrer. Im christlichen Abendland ist die Sonne schon längst untergegangen. Die Esoterik macht inzwischen in der Schweiz einen Milliardenumsatz. Die Kirchen leeren sich, die Yogamatten füllen sich. So läuft das. Daisy Schümperli, eine andere Frau, die, glaube ich, die geistliche Sicht von Gott ein Stück weit aufgenommen hat. Wie Gott uns sieht, ist eine Frau, die aufgewachsen ist auf einer Insel vor Chile, 180 Kilometer lang, 50 Kilometer breit. Es ist die Insel der Vögel. Eine wunderbare Vegetation, wunderschöne Vegetation und Landschaft und Blumenwelt. Eigentlich am Ende der Welt. Und sie wird von Gott gerufen in die Schweiz. Sie schreibt in diesem Buch, Daisy heisst das, schon ein bisschen älter. Sie schreibt, ein Mann, also sie hat einen Traum gehabt und in dem Traum beschreibt sie so, ein Mann kam zu mir und sagte, ihr sollt in eine Stadt gehen, die im Dunkeln liegt. Es gibt nur wenige Lichter dort, aber dorthin sollt ihr eine Botschaft bringen. Und in einem Traum ist sie durch ein Dorf durchgefahren, wo ein bisschen im Hang war und es hat Tannen gehabt, links und rechts. Und dann schreibt sie weiter, oder sie hat das so empfunden in dem Traum, es war Winter und kalt, ich sah das Eis auf dem Boden und neben der Straße. Das Dorf lag auf der linken Seite und rechts davon war ein See. Noch im Traum wusste ich, in dieses Dorf sollten wir die Botschaft bringen. Der Traum war so eindrücklich gewesen, dass sie sich entschlossen hat, da auf dem Bild sehen wir sie auf der linken Seite, rechten Seite, links ist ihre Tochter, am Betten, am Gebetstag, nationalen Gebetstag in der Schweiz. Der Traum war so eindrücklich gewesen, dass sie aufgebrochen ist von Südamerika in die Schweiz mit einer 7-köpfigen Familie und mit einem todkranken Mann. Sie haben alles verkauft denen, damit sie den Flug zahlen und in die Schweiz kommen, aber keine weiteren Mittel hatten. Kind, Teenageralter. Wahnsinn. Die kommt da in die Schweiz, ist dann da an verschiedenen Orten gewesen, ich glaube die 2. oder 3. Station, dann, wo sie dann gewohnt haben.
ist dann am Brienzersee gewesen. Und am Brienzersee kommt der Traum wieder ihr in den Sinn. Und sie sieht, das ist der See, das ist das Dorf, das ich da vor x Jahren in einem Traum gesehen habe. Brienz, oder? Brienzersee, ich weiss nicht, wer dort schon war. Wunderschön, oder? Der schönste Ort der Welt, könnte man sagen, wo man die Bergwelt sieht. Aber von Gott her ein dunkles Ort mit wenigen Lichtern. Und sie kommt in die Schweiz, das war vor knapp 40 Jahren, durch die Gebetskette gegründet in der Schweiz. Zuerst Frauengebetskette, es weitet sich dann aus und heute tut eben ihre Tochter die Arbeit weiterführen. Und in unserem Land ist das Feuer vom Gebet gewachsen. Und gleichzeitig ist auch, und das kommt, das Sendungsbewusstsein wächst wieder neu in unseren Gemeinden. Und jetzt komme ich langsam zu dieser Geschichte zurück, die wir schon gesehen haben, da ganz am Anfang, von dem Gleichnis, das Jesus erzählt, von dem Gastmahl, wo Jesus sich da vergleicht mit dem König, der Leute einlädt. Und die Leute haben ja alle eine Ausrede. Oder der eine hat einen Acker gekauft, der andere einen Traktor und der andere heiratet. Und dann geht es weiter in dem Text, wo er zurückkommt und das berichtet, sagt der König, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und dann kommt er zurück und sagt, es ist alles geschehen, was du gesagt hast, aber es ist noch Raum da. Hey, König, es hat noch Platz. Und auf das aber sagt er, gang einmal raus. Gang auf die Landstraße an Zün, nimm sie rein, nötige sie hier reinzukommen, dass mein Haus voll wäre. Das Nötige, ganz kleine Klammerbemerkung, das heisst nicht mit Gewalt. Es ist einfach, man muss sich einfach vorstellen, damals in dieser Kultur, wenn man nicht eingeladen war und wenn man krank war, wenn man schlechte Kleider hatte, und kommt jemand und sagt, hey, wir haben das Fest, komm mit, und dann wird man sagen, nein, ich bin nicht würdig. Und das heisst da, hey, du bist würdig, komm mit. Es ist parat für dich, egal wie du bist, von wo du herkommst, wie du aussiehst, was deine Bildung ist, egal, komm, das heisst das. Nicht, dass man jemanden gegen seinen Willen da manipulieren. Das ist die Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und dann heisst es, dass mein Haus voll werde. Jesus will, dass sein Haus voll wird. Darum sendet er dich und mich raus auf die Landstraße an Zün. Es werden da zwei Gruppen von Menschen illustriert. Die erste Gruppe, die nenne ich mal die Beschäftigten. Das sind die Leute, die stecken jetzt mit im Leben, machen Geschäft, heiraten, geniessen das Leben, sind vermögend. Ihr Leben scheint ausgefüllt zu sein. Sie haben alles im Griff, selbstzufrieden, sie brauchen keine Hilfe. Für was auch? Braucht die Einladung nicht, oder? Die zweite Gruppe sind so die Bedürftigen. Das sind die Menschen, Arme, Menschen mit einem Handicap, Menschen, die Grenzerfahrungen gemacht haben oder die einfach vom Schicksal, vom Leben gekennzeichnet sind. Das ist die zweite Gruppe. Damals hat es ja keine Sozialversicherung gegeben, keine Altersvorsorge, keine Witwerrente oder Krankentaggeld. Und darum sind die Leute auf der Straße gewesen. Dort haben sie betteln. Dort haben sie noch Hoffnung gehabt, dass jemand irgendwie barmherzig wäre. Übertragen wir mal die zwei Gruppen auf heute, auf unsere Gesellschaft. Zuerst die beschäftigten Leute. Hat Jesus etwas gegen Geschäftsleute? Hat Jesus etwas gegen Heiraten? Nein, sicher nicht. Was meint er damit? Er meint doch da Leute, die scheinbar ihr Leben im Griff haben, die keine Hilfe nötig haben. Die sagen, ich habe alles, ich brauche nicht mehr, ich bin zufrieden, wie ich bin. Für was brauche ich da noch eine Einladung? Die selbstzufrieden, überzeugt von sich selber durchs Leben gehen und Selbstverwirklichung ihr höchstes Ziel ist. Selbstverwirklichung ist unser höchstes Gut. Achtung, da sind wir Kind von unserer Zeit, das ist unser Part.
Das ist genau Europa, das ist genau die Schweiz. Vielleicht mögen sich die einen erinnern an die Bedürfnispyramide, die der Maslow kreiert hat, oder? Das ist die oberste Spitze Selbstverwirklichung. Das ist das, was unsere Gesellschaft ausmacht. Für das streben wir, für das schaffen wir, für das leben wir. Meine Eltern, meine Grosseltern haben das Wort nicht gekannt. Die zweite Gruppe von Menschen sind Bedürftige. Sind Menschen, die Grenzen erfahren haben. Grenzen gesetzt bekommen haben oder ausgegrenzt worden sind. Und ich möchte jetzt so 4 Gruppen nennen in unserer Gesellschaft, wo ich sage, das sind Menschen, die zu dieser Gruppe gehört, die bedürftig ist. Vielleicht gehörst du auch dazu, vielleicht sagst du auch nein, aber diese 4 Gruppen, die möchte ich jetzt kurz beschreiben. Die erste Gruppe, und das ist unabhängig von Kultur und Gesellschaft, das ist eine ganz bedürftige Gruppe. Das sind Kinder. Das gilt durch alle Generationen durch. Das sind Kinder. Kinder sind so offen, wie wir auf dem Bild sehen. Sie sind so offen fürs Gute, sind aber auch so offen für und empfänglich fürs Negative, fürs Schlechte. Sind so unverdorben. Und wehe, wenn man da die missbraucht, sind sie fürs Leben lang geschädigt. Darum brauchen sie Schutz, weil ihr Herz so weit offen ist. Darum brauchen sie Schutz und Orientierung und Leitplanken. Und sie brauchen eine gute Umsorgung. Wir können in der Kirche alles vernachlässigen, jede Gruppe. Wenn wir ein Kind vernachlässigen, dann machen wir uns am meisten schuldig gegenüber Gott. Weil Kind ist das, was Gott uns anvertraut hat. Gabe von Gott sind Kinder. Und er hat gesagt, lasst Kind zu mir kommen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Ich habe mich so gefreut, was Monika macht mit unseren Kindern. Das ist nur ein Teil, oder? In unserer Kirche. Aber es ist so wertvoll. Das möchte so weitergehen. Wow, das ist so cool. Aber wenn wir denken, einfach auch an unsere Leute, die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, geht auf sie zu, tun sie ermutigen. Sei das die Affenbande, sei das ein Kids-Treff, sei das Panda, Käferli, Breitini, ja, da habe ich irgendjemanden vergessen. Natürlich. Vergisst man immer jemanden, wenn man einfach so dann aufzählt, die Jugendgruppen, Jugend machen. Wer auch immer, Affenbande, habe ich schon mal gesagt? Habe ich schon mal gesagt, Affenbande? Okay. Affenbande habe ich ja vergessen. Nein. Das sind Leute, die sich engagieren. Und es geht darum, dass wir als Eltern mit ihnen den Dienst tun. Mit ihnen am gleichen Strick ziehen. Aber dass die Eltern, die da sind, die sagen, ja, ich habe kein Kind oder meine Kinder sind schon ausgeflogen oder sind jemand anders, dass wir das genauso sehen. Das ist eine geistliche Sicht, das ist eine geistliche Angelegenheit, dass wir dem Kind Acht geben. Das ist das offene Ackerfeld, auf das wir säen sollen, wo Jesus sagt im Gleichnis. Die zweite Gruppe, wo Grenzen Erfahrungen machen und offen sind für eine Einladung von Jesus. Und jetzt schmunzelt er vielleicht und denkt, er ist ein bisschen den Haaren herbeigezogen. Das sind Sportler. Ja, Sportler, also nein, nicht Sportler, das sind Menschen, du und ich, die Sport treiben. Ich meine jetzt nicht Spitzensportler, die sowieso, aber Sportler, also Sportler, nicht mit Spitzensportler, sondern wir, die Sport treiben, wir erfahren durch Grenzen, dann, wenn wir Sport machen, dann merken wir, ich mag keinen Marathon machen. Ich weiss nicht, wer macht einen Marathon von euch? Hand hoch. Mit dem TÜV? Hand hoch. Mit dem Auto? Halbmarathon? Das sind doch Grenzen, oder? Halbmarathon haben wir da. Juhui. Jeder Sportler merkt, dass er irgendwo an einer Grenze ist. Und schaut, wenn man miteinander schwitzt, wenn er miteinander Sport macht, mit anderen Menschen zusammen Sport machen, wer miteinander schwitzt, der wird dann miteinander Freund. Denn das öffnet den Mensch. Wie auch Schwitzen eine Öffnung ist. Man öffnet sich, dass man über Sachen Persönliches redet. Dass man offen, ehrlich wird zueinander. Und über Grenzen, Erfahrungen auch reden. Ich habe mit dem Philipp mehrere Jahre so ein Sportangebot gemacht in der
in der Turnhalle Schönau, im Lachenquartier. Und wir haben dort bis zu 25 Kinder gehabt, oder es sind Oberstufenschüler gewesen, die meisten Ausländer. In der Turnhalle hinein ist es uns kaum gelungen, einen Satz auszureden. Das war wie ein Sack voll Flöhe. Sie haben gewusst, es ist nicht die Schule, es ist Freizeit, oder? Und die haben geschwätzt und reingeschwätzt und ich bin fast verzweifelt. Aber in der Garderobe, das kann man heute nicht mehr machen, aber damals schon noch, vor 100 Jahren, haben wir Garderobe geteilt, oder? Und in der Garderobe sind wir zusammengesessen und dann kommen die zu mir, sitzt her, also nicht alle 25, sondern Einzelne und fragen, hey, wieso machst du das? Hey, wieso machst du das? Wieso gratis? Hey, wieso ich nichts zahlen? Und so Sachen und so Fragen sind gekommen und ich habe etwas vom Glauben nicht weitergeben. Aber dort in der Garderobe, in der Turnhalle, haben wir nicht viel ausrichten. Es gibt in Europa kein Land, das eine höhere Dichte hat an Sportvereinen und Freizeitangeboten wie die Schweiz. Einfach 2, 3 Facts dazu. Durchschnittlich gibt heute der Schweizer 10% von seinem Einkommen in Freizeit und Kultur weiter. Also wo er eigentlich eben sich selber verwirklicht, in Freizeit und in Kultur, Sachen genießt. 10%. Ich sage immer, das, was früher der Kirche gegolten hat, die 10%, das tut heute der Mensch, der heutige Schweizer, für sich, für die Freizeit, für die Kultur ausgeben. Das Bundesamt für Sport sagt, 84% von allen 10- bis 14-Jährigen betreiben außerhalb von der obligatorischen Schulzeit Sport regelmäßig. Das heisst, also mehrmals in der Woche. Also 84% von den 10- bis 14-Jährigen. Und genau von dieser Altersklasse sind 3/4 auch im Sportverein. Sport ist allgegenwärtig. Fitness, Sportbetriebe, Freizeitaktivitäten, das ist allgegenwärtig in unserem Land. Und ich sage, das ist ein offenes Fenster. Weil das ist die Sprache, die Menschen verstehen können. Es gibt andere Länder, da ist Gastfreundschaft, das ist die offene Tür. Bei uns ist es definitiv nicht Gastfreundschaft. Geh mal unter der Woche, geh einfach spontan Leute besuchen. Entweder sind sie am Arbeiten oder sind am Sport treiben. Oder nicht daheim. Irgendwo nicht anders. Du musst ja abmachen, oder? Wenn du die würdest sehen. In anderen Ländern kannst du einfach gehen. Und die Leute sind da. Die Leute sind daheim. Und für mich ist darum Projektwoche eben so ein Puzzleteil, das Gott mir anvertraut hat, für die Schweiz. Wir sagen, das ist eine offene Tür. Für St. Gallen, für die Region. Und ich hoffe, dass wir noch mehrere Projektwochen gründen dürfen in der Schweiz, auch in Städten oder in Regionen. Für mich ist das die Sendung, eine Sendung, hin auf die Landstrasse, an die Grenzen, dort an die Zäune, an die Grenzen, wo Menschen Grenzerfahrungen machen. Jesus will, dass sein Haus voll wird. Darum sendet er dich und mich hin an die Zäune von unserer Gesellschaft. Dort, wo Menschen Grenzen spüren, dort, wo Menschen Grenzen erfahren. Natürlich, die dritte Gruppe sind Menschen, die das offensichtlich haben. Irgendeine Begrenzung. Wo man sieht, die sind irgendwo begrenzt worden oder haben eine Grenze im Leben. Das kann eine Mutter sein in deinem Quartier, die alleinerziehend ist. Das kann jemand sein, der eine Krebsdiagnose hat. Das können Ausländer sein, die kein Deutsch können. Der Bergkind sucht seit 3/4 Jahren einen Schweizer oder einen Schweizer, der könnte ihnen Deutsch unterrichten am Samstagmorgen. Menschen, da gehören auch Menschen dazu, die wegen ihrer sexuellen Orientierung ausgegrenzt werden. Menschen, die erschöpft sind vom Leben, in einem Burnout sind. Das sind alles Menschen, die Grenzen erfahren und die sind offen für die Einladung von Jesus. Aber du bist der die Einladung weitergeben kann. Jesus hat sich entschieden, dass er uns als sein Bodenpersonal braucht. Er könnte es auch selber machen, aber er braucht eben dich und mich.
Ich weiß nicht, ob das immer das Beste war, die Entscheidung, aber jedenfalls hat er sich entschieden für dich und für mich. Eine vierte Gruppe, und das ist natürlich auch Gastfreundschaft. Also Menschen können einladen, hey, das öffnet auch Türen. Das ist ganz klar. Also Menschen werden offen, wenn sie eingeladen werden, Gastfreundschaft dürfen erleben, dürfen etwas von dieser Liebe spüren, von einem guten Essen. Dann werden Menschen auch offen für die Einladung mit einem Leben für Jesus. Das ist auch heute immer noch so, auch in unserer Gesellschaft. Also Menschen einladen, gastfreundlich sein, ein offenes Haus haben, ist immer noch auch ein Schlüssel, wie man mit Menschen einen Weg gehen kann und sie dürfen offen werden für Jesus. In den synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas, gibt es 12 Reden von Jesus, die übermittelt sind. 12 Reden. Es gibt aber auch 12 Festmäler. Es gibt 12 Festmäler, die alle 3 beschreiben. Man könnte jetzt sagen, Jesus hat so viel getrunken, so viel gegessen mit den Menschen, wie er auch zu ihnen geredet hat. Und ich glaube, da können wir als Kirchenbild noch etwas lernen. Nicht, dass wir noch mehr lehren, noch mehr predigen, sondern dass wir noch ein bisschen auch mehr lernen, mit den Menschen Gemeinschaft zu haben. Essen, trinken. Gastfreundlich sein. Als Kirche, aber auch als Einzelperson. Ich bin auch nicht so der Party feiern tut. Da habe ich meine Frau. Die ist so eine Festnudel. Und es gibt noch andere in unserer Kirche. Und es hat eine Mission gebraucht, bis ich überzeugt bin. Eben, man kann es in der Bibel lesen, das lange noch nicht, oder? Aber es ist auch jetzt wieder, Jesus sagt mir das ist wichtig. Jeder von uns hat einmal Geburtstag im Jahr. Feiert die Feste. Für mich braucht es einmal Überwindung. Jetzt muss ich noch meinen Geburtstag feiern. Also, eigentlich muss man nicht, oder mein Geburtstag ist nicht so wichtig. Und nachher denke ich, die Arbeit, die Zeit, die drauf geht und so weiter. Und meine Frau sagt, nein, feier, lad die Leute ein, das ist wichtig. Und es gibt Leute unter uns, die können das einfach super, das ist ihr Naturell. Aber auch, wenn es dir so geht wie mir, mach es fest. Lad deine Nachbarin, lad deine Arbeitskollegen ein, heim in dein Haus. Das öffnet Herzen. Das ist ja so eine gute Gelegenheit, der Geburtstag. Da kann fast niemand Nein sagen. Und ich glaube, da dürfen wir als Kirchenbild auch noch etwas dazu lernen. Dass wir brunchen oder was auch immer. Essen tut ja jeder gern. Und ich glaube, so wie jeder auch gerne essen, hat der Mensch auch heute noch, auch in unserem Land, einen spirituellen Hunger, einen geistlichen Hunger nach dem Gott oder nach dem Übersinnlichen. Darum lernen sich die Kirche und die Yogamatten füllen sich. Aber die Menschen haben abgeschlossen mit der Institution Kirche. Von der Kirche erwarten sie keine Antwort. Sie werden auch keinen dogmatischen Vortrag hören. Da haben sie genug von Erklärungen. Aber wenn ein Nachbar auf sie zukommt und sagt, ich habe eine Erfahrung gemacht mit Gott. Aha, du hast eine Erfahrung gemacht. Das könnte mir vielleicht auch noch etwas bringen. Oder? Dann werden sie offen. Oder? Der Geist Gottes wirkt durch die Kirche, ganz, ganz klar. Aber die Institution Kirche, die hat wie ausdient. Und Gottes Geist befähigt uns, wir, die zu dieser Kirche gehören, jedes Einzelne, nicht der Pastor, nicht der Papst, nicht der Priester, sondern jedes Einzelne als Gesendete in die Welt hineinzugehen. Das ist der Weg, den die Menschen erreichen kann. Jeder von uns hat es ganz bestimmt in seinem Umfeld Menschen mit Begrenzungen oder Menschen, die ausgegrenzt worden sind. Das kann vielleicht dein Puzzleteil sein. Das muss nicht Projektwoche sein. Das kann etwas anderes sein, wo Gott dir gibt und wo Gott dir sagt, gang mit dem. Das ist deine Sendung. Das gehört zu dir. Was ist es?
Wie kannst du auf Menschen zugehen? Ein Missionar ist nicht jemand, der den Ozean überquert. Ein Missionar ist jemand, der das Kreuz von Jesus sieht. Und der Nächste, der eine Grenzerfahrung gemacht hat. Ich möchte zum Schluss noch eine Geschichte erzählen, die einfach einerseits gut passt. Vielleicht haben die einen die Geschichte auch schon gehört. Aber passt jetzt ganz gut einfach in die Zeit hinein und hat ein Thema. Und zwar die Geschichte von Michael Brooks. Da auf der Foto ganz links mit dem Käppli. Er ist etwa vor 10 Jahren in die Projektwoche gekommen als Trainer, als ehemaliger NBA-Profi. Der Rambo, der ganz rechts ist, hat ihn eingeladen, hat mich gefragt, darf ich den mitnehmen? Wir haben zu wenig Trainer. Ich brauche noch einen Trainer. Und ich gesagt, ja, darfst du ihn mitnehmen. Das ist übrigens, seitdem ist das so ein bisschen unsere, wie sagt man denn, Not. Wir haben aus dieser Not eine gute Tugend gemacht, dass wir immer mehr Angebote haben als Trainer und dann suchen wir Trainer und dann kommen neue Leute dazu. Jedenfalls ist der Michael Brooks so dazugekommen und ich weiss nicht mehr, an welcher Projektwoche das war, der erste oder der zweite. Jedenfalls hat er wie einen versteinerten Blick gehabt, schon mal gekommen ist, oder? Ganz ein harter Blick, Narben im Gesicht, Kennzeichen von seinem Leben. Streng. Er war ja streng mit den Kindern. Ich musste 2-3 Mal vorbeigehen und einfach ihn ein bisschen oben runternehmen. Streng mit sich selber. Und dann machen wir ja so Kick-Off und dann tun wir ja beten füreinander und auch Leute von euch beten ja dann für einzelne Trainer. Und er ist da hingestanden. Ich weiss es noch. Und da haben Leute aus unserer Kirche für ihn gebetet. Das sind Leute, die nicht charismatisch sind. Ganz bodenständige Schweizer. Oder? Ja? Die haben einfach gebetet für den Michael Brooks. Und wo die gebetet haben, hat er eine Erscheinung vom Heiligen Geist. Er hat nachher gesagt, the Spirit hit me. Er hat jemanden gebraucht, der ihm einfach eins schlägt. Das war anscheinend der Geist Gottes. Dann hat ihm eins so liebevoll geschlagen, dass er nachher offen war und sein Blick hat sich angefangen zu öffnen, seine Augen haben angefangen zu leuchten und ab dem Moment ist er offen für das, was Gott tut. Er hat dann angefangen, Timeout zu machen und dann habe ich ihn noch ein bisschen bremsen, er hat Verschiedenes vermischt und gemerkt, das kommt nicht gut raus, wenn du den Kindern von Gott erzählst, jetzt mit all dem, was er sonst noch gehabt hat und gemeint hat, das sei dann auch geistlich. Aber jedenfalls ist er gekommen, jedes Jahr, und hat immer gesagt, das ist meine geistliche Woche, wo ich aufdanke, wo ich geistlich aufdanke für das ganze Jahr. Und vor 4 Jahren war er auch wieder da gewesen, und dann an dem Montagmorgen oder Montagmittag ist er zusammengebrochen in der Turnhalle, also in der Garderobe. Er ist dann auf die Intensivstation gekommen, er war bewusstlos gewesen, man hat nicht gewusst, ob er es überlebt, es war 50-50 haben die Ärzte gesagt. Und Tabea und ihr Team hat gebetet, wird Weltmeister für ihn. Jedenfalls ist er wieder zurückgekommen und am Sonntag bin ich ihn besuchen. Ich habe gedacht, das ist eine Gelegenheit, um mit ihm auch über die Nahtoderfahrung zu reden. Und weil er zusammengebrochen ist, das hat einen Zusammenhang mit seiner Blutkrankheit, wo er eigenständig Medikamente absetzen, sich über die Ärzte hinweggesetzt hat und gesagt, ich schaffe das selber mit meiner eigenen Kraft, oder? Ich brauche das nicht, ich werde gesund. Und dann sitzen wir da so in der Lounge und er erzählt, Andi, weisst, das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich die Kontrolle verloren habe vom Leben. Ich habe mein Leben nicht mehr im Griff. Ich hätte sterben können. Dann habe ich gesagt, ja, du, meinst du nicht, jetzt wäre der Punkt, um dein Leben ganz Jesus anzuvertrauen? Und dann hat er gesagt, yes. Die Tränen sind ihm runtergerollt und er hat sich entschieden für das Leben mit Jesus. Wir haben miteinander gebetet. Seine Lebenspartnerin war dabei gewesen. Dann haben sie angefangen zu schwätzen, Sachen müssen klären. Das war so ein spezieller Moment gewesen. Und ab dem Moment ist er mit Jesus unterwegs gewesen. Ganz.
Leider ist er dann ein gutes halbes Jahr später gestorben an seiner Blutkrankheit. Man hat ihn beerdigt mit einem Basketball auf seiner Brust. Und man hat gesagt, Basketball war sein Leben gewesen. Der Rambo und ich. Wir haben gewusst, Basketball war sein Leben gewesen, ja. Jesus ist es jetzt. Und er durfte sterben mit dem Bewusstsein, dass er bei Jesus in der Ewigkeit sein darf. Jesus will, dass sein Haus voll wird. Ein wunderbares Beispiel. Und ich wünsche mir, dass wir noch viel mehr solche Beispiele dürfen erleben innerhalb von der Projektwoche, außerhalb von der Projektwoche, außerhalb von unserer Kirche, spielt keine Rolle. Einfach, dass wir erleben dürfen, dass wir mit Menschen unterwegs sein können, die an einer Grenze angelangt sind, die eine Grenzerfahrung erlebt haben und wo wir dürfen ihnen den Weg über die Grenze hin zu Jesus vermitteln. Das ist unser Job. Ob als Student oder als Familienvater, als Hausfrau spielt keine Rolle. Und ich möchte, dass wir von dieser Leidenschaft ein Stück weit mitnehmen. Und jetzt einen Moment noch ruhig werden. Dass du alleine oder vielleicht als Zweiter oder als Dritter mit dem Bank- oder Sitznachbar oder Sofanachbar beten. Dass das passieren darf. Was auch immer dir zuvorderst ist, dass du das jetzt noch Gott herleihst. Alleine oder das Zweite, wie es sogar kommt. Nehmen wir uns doch noch so Zeit vom Gebet. Für Menschen in deinem Umfeld, für Menschen, die an der Grenze sind.